Hey Gamerinos, ich bin's, der B-Mac, der Mark. Und endlich, oh, ich bin fast am Durchdrehen, endlich ist sie wieder da. Overwatch Beta-Version geht weiter mit viel Neuerungen wie Belohnungssystem und neuer Map und. Und ich tue euch jetzt ganz viele Charakter vorstellen, immer pro Video einen. Und wir fangen an mit dem hier, mit dem Reaper. Der Reaper, der Boss Dude mit der Shotgun. Der Reaper, einer, der relativ offensiv kann spielen, aber auch defensiv. Vor allem, als ich nie Overwatch gesehen habe, Overwatch ist mehr oder weniger Team Fortress 2 auf Drogen mit verschiedenen Klassen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei League of Legends oder auch bei Heroes of the Storm oder Dota. Wie das so kennt, das ist so ein bisschen von dort her ja, inspiriert. Und da gibt es Offensive, da gibt es Tanks, da gibt es Heiler, da gibt es solche, die spezialfähig, also die einfach wo nicht einzuordnen sind, dass sie das so wie sagt man so die Defensemen, genau, so defensive Charaktere. Und der Reaper ist offensiv, das seht ihr hier mit seinen Shotguns, macht er alles kaputt. Er hat mehrere Fähigkeiten und er kann einsetzen, jeder Charakter hat 3 Fähigkeiten spezielle. Oder meistens 3, es gibt das ein bisschen mehr. Hey, er kann seine Schrotflinte, die auf Nahkampf sehr stark ist, er hat Phantom, das ist für eine kurze Zeit, das seht ihr hier gerade. Und störbar, ne, wenn es so ein bisschen, der Bild so ein bisschen flackert hier. Und er hat auch noch den Schattenschritt, das kann ich auch noch so kurz zeigen. Das wäre hier, genau. Ja. Schattenschritt, das ist einfach so eine Teleportation, das ist super, kannst du hinter den Gegner tun und kannst sie killen. Der Reaper hat Vor- und Nachteile, ich spiele einer von meinen absoluten Lieblingscharakteren, weil der Reaper schleicht sich von hinten an, patsch, killt sie, wie ihr das hier am Video seht, einfach plötzlich von hinten, macht extrem schnell viel Damage. Und ist einfach ein cooler Charakter, weil sich auch immer die hohen Shotguns am Boden jäten, das gibt es nichts anderes. Momentan sehr beliebt. Er hat natürlich auch Schwachstellen, der Reaper ist beispielsweise, obwohl er sich teleporten kann, ist er da immer kurz am gleichen Ort, oder man kann ihn relativ schnell killen. Mit Snipers und so kann er relativ nicht so viel helfen, nur 250 helfen. Er ist auch nicht unbedingt schnell, ja, er latscht, einfach normale Geschwindigkeit. Das ist so ein das, was man sagen kann. Und seine ultimative Fähigkeit ist aber brachial. Wir gehen davon aus, wir müssen wie hier auf der neuen Map hier. Wie heisst die? Das ist irgendwie China, ich glaube Shanghai oder so. Auf dieser neuen Map müssen wir Punkte nehmen, das seht ihr hier, oder? Wer den Punkt auf 100% hat, hat die erste Runde gewonnen. Das ist so ein King of the Hill mäßig. Und da ist natürlich extrem stark mit dem Zwirbel, was alle Gegner ringsum killt. Mehr oder weniger. Extrem stark, die Ulti. Er selber braucht jetzt nicht so mega Aim, finde ich, weil es ist schlussendlich einfach ein Shotgun, oder? Oder besser gesagt 2 Shotguns. Es ist sehr einfach zum Eindings und ihr seht das jetzt hier auch. Ja, jetzt irgendwie, what the fuck, weiss nicht, grosser Killstreak. Er ist aber nicht nur das, er ist einfach auch cool. Er ist einfach so eine, den kannst du jetzt einfach nicht gerne haben. Das ist jetzt einfach so eine von diesen Figuren vom Overwatch-Universum. Das ist der, den ich so das erste Mal schon spielen, den ich cool gefunden habe. Und der ist auch cool, er macht extrem böse Damage. Nachteil ist natürlich auch, auf weite Distanz kann er gar nicht mit seinen Shotguns. Oder? Also er hat auch keine Angst, er hat auch nicht irgendwie eine Pistole oder so. Er hat einfach die 2 Shotguns und das ist es. Das ist natürlich ein Nachteil. Er ist eben relativ anfällig auf Scharfschützen und so. Von dem her hat er auch hier ein Problem. Und was bei ihm halt einfach auch ist, er ist zwar einfach so zum Anfang spielen, aber dass er nachher wirklich auf einem hohen Niveau spielt, ist sehr schwierig. Also, wenn man eben sieht, Gegner nicht wie hier, die sind absolute Vollbreiten, die können gar nichts. Aber wenn der Gegner ein bisschen gut ist und ein zusammenspielt, ist es schwierig. Ist es schwierig, etwas zu reissen mit dem Reaper. Muss man können spielen. So, wir sind jetzt hier schon auf der zweiten Runde. Vielleicht noch kurz zu dem neuen Modus hier, der neuen Map. Es gibt maximal 3 Runden. Man muss immer den Punkt einnehmen. Wer zuerst 2 Runden gewonnen hat, ja, ist der Sieger. Ja, ist auch relativ einfach, weil der Gegner, das sieht ihr selber, ich bin nicht der Pro-Gamer, aber der Gegner hier ist absolut nicht gut. Verschiedene solche, die das erste Mal spielen und so. Ich habe von einem anderen Account auch schon vor dieser Beta-Phase spielen, aber jetzt habe ich endlich meinen eigenen Account.
Und jeder Charakter hier für euch, der vielleicht das zuerst mal gesehen Overwatch, hat wirklich seine Fähigkeit und ist komplett anders. Also da haben wir vom grossen Mech-Roboter, den ihr vorher gesehen habt, über einen Zwerg, der ein Türmchen baut, über einen Cowboy bis zum DJ, der heilen und rumskaten, haben wir alles dabei. Und die Varietät von Charakteren ist echt fett geil. Also es macht das Spiel so besonders. Das finde ich absolut cool. Es ist natürlich auch inspirierend von ganz vielen Popkulturelementen, wenn ich so will. Aber wie ich finde, absolut lustig und macht süchtig. Jetzt die Frage, wie stark wird Overwatch E-Sport technisch kommen, wenn ich das mal so darf sagen. Wird es in der Schweiz einen Anklang finden? Schwierig zu sagen. Es tut natürlich ganz viele Leute ansprechen, zum Teil Quake-Spieler. Es hat nämlich tatsächlich auch Pfarrer, der wie im Quake mit dem Rocket Launcher rumballert ist, der recht ähnlich ist, finde ich, vom Spielen her, aber vom Feeling her. Schwierig, es wird wahrscheinlich 6 gegen 6 sein. Gespielt. Momentan sehe ich es noch nicht so. E-Sport-technisch wird es aber irgendwie kommen. Ich glaube, Blizzard wird Millionen reinkicken in das Spiel und wird sicherlich Fnatic und all die Pro-Clans werden das Team haben. Wie stark es in der Schweiz wird sein, weiß ich nicht. Das kann ich noch nicht sagen. Was ich aber jetzt kann sagen, ist, dass es einen verdammt guten Eindruck macht. Es macht so Spass. Also auch wenn ich so ein bisschen schaue, die ganze Community, es hat extrem gutes Feedback, es ist originell, klar ist es von überall ein bisschen ausgelernt, aber welcher Shooter macht das nicht? Und es ist seit langem im Online-Shooter-Bereich wieder mal etwas Neues. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe noch, ihr seid bei mir einverstanden, wenn ich noch ein bisschen Videos mache und euch jeden Charakter vorstellen. Das war jetzt ein bisschen längeres Video. Probiere nicht zu fluchen, wobei, jetzt habe ich schon fast ein bisschen zu wenig geflucht. Jetzt muss ich schnell 10 Fluchwörter sagen. Ficken, Shit, Arschloch. Ne, okay, komm, nein, wir bleiben seriös. Egal. Oben rechts könnt ihr es abonnieren und ich werde so ein bisschen streamen und so. Und wie man sieht, ich bin nie gestorben. Killstreak, 18 Leute. Ist doch mal nicht schlecht, ist doch ein Einstand, da bin ich dabei.